Pass auf, das ist der Hans Gürgel, oder? Nein, das ist er. Ah, der Herr aus der Stadt. Hans Gürgel, was geht denn? Kegeln? Nein, nicht schon wieder. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Da hast du ein paar Kugeln. Nein. Oh Gott, muss ich kegeln. Ich bin schuld. Vorbei. Mach mal, zur Abwechslung. Da steige ich nur zum Profi auf. Na gut, der Profi will ich nimmer. Alles, pass auf, da fliegen Kugeln. Mit diesem Bummlerschluck. Wird er noch zum Killer. Zum Schormeier. Ja gut, wir laufen nicht zum Schormeier. Baby schaut aus. Da fliegt eine Kugel rum, die von mir oder wir? Nein, war Bullen. Ich darf mir sagen, die Udel hat faustdick hinter die Ohren. Die missbritschen. Zum Schormeierhof, mal da in die Richtung. Warte mal, Wanderrouten. Geht ein bisschen schneller. Seht das? Ich meine eine Schnellreise. Da muss ich lang warten. Schormeier. Irgendwas Neues? Bleib mit du. Pass auf. Das interessiert und gereizt. Der Obstler löst es. Er macht den Schormeier locker. Mei, die Kathi. Ist schon eine gute. So gut ist Schwammerl auch. Da kannst du nichts sagen. Wirklich nicht. Ja, dann Valentin, geh weiter, hock die her. Machen wir den Schnaps auf. Das spülen wir jetzt halt alles over. Das hilft ja nix. Ob's mir gut geht, Valentin. Schau ja aus, als ob's mir gut geht. Das glaubst du ja selber nicht. Überall sterben die Leute, wie die fliegen. Da fragt man sich schon. Na, Valentin. Ich frag mich schon. Ich sag dir ganz ehrlich. Normal ist das alles schon lange nicht mehr. Das ist alles da. Aber jetzt sag ich dir mal was, Valentin. Gib Obacht. Ich glaub nämlich, ich verstehe das alles langsam. Obacht? Da gibst du Obacht. Letzte Nacht, da hab ich's gesehen. Bei Gott, ich hab's gesehen. Und da hab ich verstanden, was los ist. Das ist ein Fluch, Valentin. Ein Fluch liegt auf dem Hof. Das ist alles verflucht. So muss es sein. Nur so kann's sein. Ich sag's dir, Valentin, das ganze Unglück, das ist ein Fluch. Wir sind alle verflucht. Und dann haben wir die arme Magd nicht einmal anständig beerdigt. Die geistert da umeinander. Das wird die uns nie verzeihen. Nie. Wir sind dem Tode geweiht. Da stehen wir machtlos vis-à-vis, da kann ich gar nichts machen. Was soll ich denn sagen? Geschieht uns alles ganz recht so. Aber, Valentin, du kannst doch mit die Leute reden. Du bist doch so einer. Man den ganzen Tag nichts anderes. Umeinander reden oder mit die Leute reden. Kannst du nicht mit der Hexe im Wald oder mit dem Pfarrer? Ich weiß auch nicht, wer da zuständig ist. Vielleicht kannst du ja mit Bayern noch überzeugen, dass er die 10 doch noch richtig begraben lässt. Darfst du dann mit ihm reden? Ha? Und auch mit der Resi. Die kann da doch sicher was machen. Die kennt sich doch aus mit so Flüren. Die muss man einen Schutz auf dem Hof legen.
Ein Schutz vor den Bösen. Ja, hilf mir, da hilf ich dir. Also, das bin ich verloren. Das ist alles verloren. Auf den Hof liegt der Fluch, kann ich sein? Mal wo hier der geilste Schnaps ist. Die Kräuterhexe Resi. Und am Pfarrer muss ich bitten um eine Umbettung der Zensi. Das haben wir schon mal. Wo ist die warum? Ein Misthafer? So, das heißt, wir müssen wieder zurück. Nach Wilpershofer. Was hat er im Gemüsegarten? Hat er da was Feines? Zwiebeln, jawohl. Für meine Zwiebelsuppen. Da muss ich keine Ramschwammerl fressen. Schau Meier, bin fort. Wenn ich die braucht, dann komme ich wieder. Da sind wir, da sind wir. Mit der Wanderrouten. Ja, reisen wir wieder. Ins der Fall. Moment, da sind wir gleich mal richtig. Beile. Der hat einen Toten ausgehoben. Die haben so einen Misthafer beerdigt. Eine Konfrontation. Heute fest, Mann. Aber Valentin, was gibt es denn da zu besprechen? Jede Menge. Etwa weil die arme Zenzi nicht auf dem geweihten Gottesacker bestattet werden konnte? Das ist freilich tragisch, aber da sind mir die Hände gebunden, lieber Valentin. Wer sich entscheidet, auf diese Art aus dem Leben zu gehen, hat keinen Platz zwischen seinen christlichen Brüdern und Schwestern. Toll, dumme Ausrede. Hält grad faul, dass es eingeruppt. Schwierigkeit 10. Freunde, schaut schlecht aus. Noch sind wir gut dran. Scheiße. War ein Tritt in die Schnauze. Die Kirche kann nicht einfach die Regeln ändern, nur weil ein paar Leute das gern hätten. Der Selbstmord ist eine schwere Sünde. Mein Gott, ständig so. 10 gegen 14? Ein Tick besser. Wenn man's kann. Scheiße. 2 hab ich noch. Da haben Sie recht, und der Herrgott ist ein gnädiger Hirte. Kann man warten, oder? Dann nehmen wir. Beile, meine Geduld hat ein Ende. Ich verstehe Ihre Aufregung, aber ich kann auch für Sie keine Ausnahmen machen. Warum nicht? Ich will in mich gehen. Dann geh. Ich denke nicht, dass es hierzu etwas zu besprechen gibt. Da können wir leider gar nichts machen. Da bleibt uns nur das Beten für diese verlorene Seele. Toll. Geh mit seiner depperten Betterei. Dafür habe ich jetzt 3 neue Punkte. Wenn er selber umbringt, dann kommt das Ding am Friedhof ein. Komische Sitten. Das haben wir, Leute. Auch nicht ganz dicht. Bei der Pfistner. Wo spricht denn da erinnert? Sie wohnt in der Nähe des Hofes, im Wald. Tatsächlich?
Gleich da hinten. Moment, schau mal her. Ich geh noch mal. Mit der Wanderroute zur Kräuterhex. Und bei der Kräuterhex lassen wir einen Almdudler brauen. Aha, die Richtung. Das ist wahrscheinlich die Blair-Witch. Und die haut da draußen im Sumpf. Reises Hütten. Hey, du ja. Die sexy Hexi. Du willst da runter los draußen? Dort der Kristall. Schwierigkeit 3. Die wenn nicht boxt, dann ist es verloren. Ja gut, lass uns einen Kaffee, nimm mit. Dort geh ich rüber, oder wie? Champignon. Jede Menge schön. Resi, bleiben wir da. Wie schaut die Erwartung so an? Ich glaub, die erwartet was. Ich stell mir mal vor. Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Ich wohne hier draußen, weil hier keine Leute vorbeikommen. Weil ich meine Ruhe will. Das gilt auch für sie. Gott, die unfreundlich. Einkaufen? Wie schaut denn aus mit der Räuberbande? Diese Menschen bringen böses Blut. Ich spür das. Wie schaut denn aus mit der Räuberbande? Das sind diese Pascolinis, sagt der Hans Girgel. Von denen hat man schon gehört. Sie sicherlich auch. Und jetzt treiben die sich hier herum und machen keinen Halt vor niemandem. Erst neulich war ich Kräuter sammeln, da haben sie mir aufgelauert. Ich hab deren hungrige Blicke schon gespürt, die kenne ich schon. Da bin ich gerannt und hab mich im Wald versteckt. Die Natur schützt mich. Da bin ich sicher. Ja, ich hatte eine Schwester. Wie ich früher Eltern hatte und einen Glauben in die Menschheit, nach und nach habe ich sie alle verloren. Ich kann nicht einmal sagen, was zuletzt. Das spielt auch keine Rolle. Die Zenzi. Sie fehlt mir jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich aufwache. Da muss ich erst wieder verstehen, dass sie mich nie wieder besuchen kommen wird. Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt. Hab, was die Natur mir gibt, bis ich irgendwann selbst ein Teil davon werde. So muss es kommen eines Tages, ja. Die Zenzi, die war schon ein guter Mensch. Die hat alles nur gut gemeint. Natürlich war auch die Zenzi nicht frei von Schuld, aber viel war sie, was die Leute aus ihr gemacht haben. So ist es doch bei uns allen. Sie war eine, die sich gekümmert hat. Und gesorgt hat sie sich um mich. Sie war ganz warm, hatte so viel Liebe in sich. Das hat man sofort gesehen. Und jetzt ist sie weg und kommt nicht mehr. Nicht heute und nicht morgen und nie wieder. Wie kann denn das sein?
Der Fluch beim Schurmeier. Kennt ihr damit aus? Ob ich mich mit Flüchen auskenne? Ich höre einfach zu, wenn die Natur spricht, versuche zu verstehen, was die Pflanzen mir sagen und spüre die Energien, die mich umgeben. Ich empfehle einen Talisman. Ich kann dir einen machen. Der sollte helfen, schützen. Das wird nicht lange dauern. Bevor du fragst, Geld mag ich keins, davon brauche ich nicht viel. Was ich brauche, ist Mohn und nicht zu wenig davon. 10 Pflanzen sollten reichen. Sie braucht Mohn. Gute Frau, hab ich dabei. Du hast welchen gefunden? Hab ich nicht. Der bescheuert. Warte mal. Ich hab keinen Mond dabei. Kommt nicht versehen. Ich sammle doch wie ein Damischer. Wie viel hab ich denn? Der heilige Mohn. 9 Stück. Toll. Das hat mir vielleicht ein Pflanzen. Da ist er. Jawohl. Hey, ich muss wieder groß suchen. Pilsenkraut. Mit dem Pilsenkraut-Joint. Resi oder Zenzi? Bin zurück. Resi was? Wegen des Monds. Du hast welchen gefunden? Natürlich habe ich mich auch an meinen Teil der Abmachung gehalten. Da schau, hier ist der Talisman. Er muss immer am Körper getragen werden, sonst schützt er nicht. Und solltest du den Talisman weitergeben wollen, dann macht es nur bei Vollmond. Da reinigt er sich selbst und kann die neue Energie aufnehmen. Andernfalls ist er nutzlos, absolut nutzlos. Dann kannst du ihn gleich nehmen und in den Fluss werfen. Verstehst du, Valentin? Dann war alles umsonst. Nun ja, viel Glück soll er dir bringen. Ja gut. Wir schmeißen gleich in den Bach. Der Talisman. Den brauche ich.